Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Fährtalk auf der Weserfähre. Sie wissen es, auf einer Überfahrt von Nordenham-Lexen nach Bremerhaven begrüßen wir hier an Deck der Weserfähre immer einen Gast und stellen ihm den ein oder andere Frage. Und der Mann, der uns heute beehren wird, der ist der neue Beauftragte für Plattdeutsch hier im Landkreis Wesermarsch. Seit Beginn des Jahres gibt es diese Funktion in der Wesermarsch. Viele andere Landkreise haben einen solchen Beauftragten schon, um die niederdeutschen Sprachen zu schützen. Und wie er das tut, was für Aufgaben er ganz konkret hat, wie er den Kontakt zu den Schulen sucht zum Beispiel, aber vielleicht auch zu den Altersheimen, all das werden wir mit ihm besprechen können. Ein spannendes Thema. Auch wir vom Bürgerrundfunk sind ja immer daran interessiert, die plattdeutsche Sprache zu fördern. Und heute werden wir die plattdeutsche Sprache sicherlich auch hören. Ich werde mich allerdings in Hochdeutsch verständlich machen, aber die Antworten kommen mit Sicherheit auf Plattdeutsch. Also, ich hoffe, dass Sie Lust haben auf ein paar plattdeutsche Töne hier an Bord der Weserfähre. Begrüßen Sie gleich mit mir zusammen Hans Mein. Hallo Mein, ich begrüße Sie an Bord der Weserfähre und ich habe die Zuschauer schon vorgewarnt, jedenfalls all jene, die tatsächlich der plattdeutschen Sprache nicht mächtig sind. Ich werde in Hochdeutsch fragen, aber Sie werden als Beauftragter für Plattdeutsch in der Wesermarsch natürlich auf Plattdeutsch antworten. Jetzt erzählen Sie uns erstmal unseren Zuschauern, wie Sie an diesen Job gekommen sind. Oh, wie bin ich an den Job gekommen? Ja, ich wollte ja auf Plattisch antworten. Das ging letztes Jahr los. Irgendwann haben wir die Idee, wie meine Frau und ich, auch der Landkreis Wesermarsch braucht einen Plattischbeauftragten und dann haben wir das auf den Pad gebracht, zusammen mit Karin Logemann von der SPD. Und am Ende von Jahr 2004, der Dateien hat das die die Kreistag hat das beschlossen und auf 1.1. Ja, 2014 bin ich das nur und so mag ich das. So ist das. So bin ich das geworden und so bin ich das nur, ja. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Einrichtung, dass der Landkreis Wesermarsch jetzt auch einen Beauftragten für Plattdeutsch hat. Das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Auch andere Landkreise haben einen solchen Beauftragten für Niederdeutsch oder für Plattdeutsch. Die meisten anderen Landkreise in Niedersachsen heftet auch seit einigen Jahren lässt weg mit den Beauftragten für den Landkreis Leerschnack, die hat sogar zwei. Und die ist das also 2009. Also wir sind nicht die Letzten, aber ja, die Letzten wird dann vielleicht mal die Ersten. Hättet ja irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber kick wie mal. Wir wollen ja gleich ganz konkret über Ihre Arbeit noch sprechen. Vielleicht ganz zu Beginn würde ich einfach noch mal wissen, warum haben Sie sich dafür entschieden, dieses Amt anzunehmen, beziehungsweise der Plattdeutsch-Beauftragte für die Wesermarsch zu werden? Was haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben? Ja gut, seit 2009 gibt es die Charta für Minderheitensprachen in Europa. Da hört das Plattdeutsche als eigenständiges Sprach. Also Plattdeutsch ist kein Dialekt, sondern ist eine eigenständige Sprach mit der TO. Die ist anerkannt in Europa. Und ja, seitdem geht das nun vermehrt los, dass sich die Plattdeutschen um die plattdeutsche Sprache kümmern dort. Und ein Bereich, ein Rebett, wo das ja, morgt wie ein Schall ist, sind die Plattdeutsch-Beauftragten. Wie mögt uns darum kümmern? Das gibt eben nicht mehr so viel Lü, die Plattdeutsch wirklich von ihrer Muttersprache hat, von Anfang an schnackt, sondern wenn, ist das meistens die zweite Sprache, die sie lernen dort. Und das wird auch immer weniger, aber ja, seitdem das nun auf den Pad gebracht worden ist mit den Plattdeutsch-Beauftragten, geht das wieder los. In den Kindergartens, in den Schulen.
aber auch in Aldach, was vermehrt war Platz schnackt. Und ich freue mich, dass wir auch jetzt im Landkreis Wesermarsch damit zugange kommen sind. Wie sieht denn ganz konkret Ihre Arbeit aus? Sie haben zum Beispiel jetzt gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass man in den Kindergärten oder in den Schulen anfängt. Gehen Sie also dann in die Schulen oder stellen Sie den Kontakt zu Lehrern, zu Kindergärtnerinnen her? Wie sieht das ganz konkret da Ihre Arbeit aus? Ja gut, ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei. Seit dem 1. Januar mag ich das. Das ging bei mir erstmal mit Urlaub los. Ich habe im Januar erstmal eine Weg Urlaub gemacht, aber seitdem bin ich nur dabei, Kontakte herzustellen. Kontakte, Netzwerk aufzubauen mit den Kindergärten. So habe ich also mich mit der Leiterin von den Kindergärten in Nordenham und in Budjarding, aber auch mit den restlichen Kindergärten und dem südlichen Bereich von der Wesermarsch einmal droppen. Ich habe versucht mit Schulleiterinnen und Schulleiter von Grundschulen und anderen Schulen in Kontakt zu kommen. Ich bin in der berufsbildenden Schule in Brok gewesen und habe mit den Leiter von der Schule, Arthur Post, über das Thema Plattisch in der Pflege, in der alten Pflege schnackt und da was um den Weg gebracht. Ich habe Kontakte geknüpft zu den Niedersachsen, zu den niederdeutschen Bühnen in der Wesermarsch. Also mehr fällt mir im Moment nicht hin, aber ich denke, ist ja aber auch schon. So Das scheint dann ja wirklich auch eine Arbeit zu sein, die viel Ihrer Zeit auch in Anspruch nimmt. Wie viel Zeit fließt da so rein, Herr Mein? Naja, das kann ich so genau nicht sagen, das ist unterschiedlich. Also da gibt Wegen, wo ich ganz wenig mag oder gar nichts mag, aber so diese Weg geht gut los mit morgen nach morgen hier auf der Fair und das Interview, aber morgen mir Spaß und ja gut, im Moment ist mir das noch nicht so viel, aber ich hoffe, dass ich das jemanden Zugang kriegen soll. Aber das muss ich erstmal innenrenken und mal kicken, wie wir das Zugang kriegt. Also wir sind auf dem Pad und das ist das Wichtigste. Wir sind Anfang. Genau. Sind angefangen. Sie haben auch gesagt, Sie fangen an, auch Netzwerke aufzubauen. Das ist ja ganz wichtig. Das ist in jedem Bereich wichtig, Netzwerke aufzubauen. Nun ist es ja eigentlich naheliegend, dass das erste Netzwerk die verschiedenen Plattdeutschbeauftragten sind, die es eben halt in den verschiedenen Landkreisen gibt, weil die Arbeit ja ähnlich ist und man vor den ähnlichen Herausforderungen und ähnlichen Problemen vielleicht steht. Wie ist da der Kontakt? Gibt es da schon ein solches Netzwerk oder regelmäßige Zusammenkünfte? Ne, gibt das leider noch nicht. Zumindest in dem Bereich von der Oldenburgischen Landschaft nicht. Das ist ja die ehemalige Verwaltungsbezirk Oldenburg und die Bittenau Osnabrück rüber. Ja, wir sind dabei. Der Stefan Meyer, das ist der Beauftragte für Plattdeutsch in Oldenburg, bei der Oldenburgische Landschaft, der ist just dabei, das Netzwerk aufzubauen. Ich hoffe, dass wir in allernächster Zeit dann auch mal so weit sind, dass wir ausdrücken können. Das gibt Kontakte zu anderen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe telefoniert mit den Plattdeutsch-Beauftragten Arthur Rehns in Leer. Ich kenne auch die beiden, die in Friesland, in Usen-Norber-Kreis arbeiten dort, Wolfgang Busch und Arthur Schwitters gut und habe gute Kontakte zu denen. Und wie schnackt uns auch ab, wenn das darum geht, zu überlegen, was können wir denn morgen? Und so ist auch zum Beispiel das erste Projekt, was wir jetzt ganz konkret angehen haben. Wir werden eine Broschüre morgen über für Kindergärten und für Grundschulen Vogels in der Wesermarsch. Diese Broschüre gibt das in Friesland all und wie mögt ihr das Rad nicht nochmal näher finden. Also habt ihr uns daran anlehnt und arbeitet dort so, dass das auf die Wesermarsch passen wird. Da sind wir jetzt zusammen mit dem Landkreis und ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien dann das auch gut bringen könnt. Wir haben gesagt, auch den Kontakt zum Beispiel zu den niederdeutschen Bühnen herzustellen, zu den plattdeutschen Bühnen. Da ist, glaube ich, klar, da rennen Sie offene Türen ein. Wie ist es dann aber bei den Kindergärten, bei den Schulen? Rennen Sie da auch offene Türen ein oder begegnet man da einem Beauftragten für Plattdeutsch erstmal ein bisschen mit Vorbehalt und sagt, oh, die Sprache, die Kinder, was sollen die denn mit Plattdeutsch, sollen die das lernen? Ja gut, in den Kindergärten ist das relativ gut. Da habe ich ja eben gesagt, wie die so eine Zusammenkunft werden, wo die Leiterin sich droppen hat. Und da habt wir so die ersten Verabredungen droppen über das, was wir morgen will. Wie die Grundschulen ist das nicht ganz so einfach. Das Problem ist,
die sind im Moment wirklich tüchtig beschäftigt mit anderen. Ihr habt also sicher viele Baustellen, wo sie was morgen mit, ich sage bloß mal Inklusion. Ich schnack da ja auch nicht aus dem Blinden. Ich bin mit für 4 Jahre auch in der Schule und weiß, was das bedeutet. Und dort steht nun, das Plattdeutsch nicht unbedingt an erster Stelle. Man steht da, Tropfen hüllt den Stein. Also ich bin da ein, der dann auch Woller kommen deit und sagt, nu, vielleicht können wir doch was machen. Aber auch da sind die ersten Kontakte hergestellt. Interessanterweise besonders gut in der Oberschule in Nordenham. Eine Kollegin, ich habe sie gestern noch draußen, wir haben über die nächsten Projekte all zusammen säten und werden darüber schnackt. Also da deit sich was. Das ist so, dass wir noch am Anfang sind. Aber die Bus, der ist eben da auch für mich groß. Aber ich bin da jemand, der auch nicht pessimistisch ist. Ich gehe das an und ich denke, wie kriege ich das hin? Gerade natürlich die Kinder können auch wunderbar verschiedene Sprachen lernen. Die haben ein ganz anderes Aufnahmevermögen und können auch die plattdeutsche Sprache sehr schnell lernen, oder? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also ich habe wunderschöne Erfahrungen damit gemacht. Ich bin just das letzte halbe Jahr von Oktober 2013 bis März 2014 in datig unterschiedliche Grundschulwellen hin, unsere Gegend hier und in über 100 Grundschulklassen und mag da einsprachig Gott darin und mag einsprachig Plattdeutschunterricht, vertellt diese Kinder plattdeutsche Märchen und das geht wunderschön. Und sie versteht all, wenn man das richtig morgen deit und die können natürlich anschließend nicht schnacken, aber die meisten Kinder haben ein Open Ohr für dieses Sprach. Und was das Schönste ist und eine wunderschöne Erfahrung, just die Kinder, die wie sagt ihr immer, Migrationshintergrund haben, der aus der Türkei kommt oder Ukraine oder Russland oder Polen, dass die besonders viel Interesse haben für eine weitere Sprache, für noch eine Sprache. Da gibt es immer welche, die dann auch anfangen, Plattdeutsch zu schnacken. Man wird sie bloß an der Hand nehmen und über eine Brüche leiten, wo das dann auf der anderen Seite darum geht, Plattdeutsch zu schnacken. Sie haben es auch schon gesagt und man konnte es auch schon in einem Interview nachlesen, dass Ihnen das auch sehr wichtig ist, nicht nur in den Kindergärten, in den Schulen aktiv zu werden, sondern eben halt auch zum Beispiel in den Altenheimen, also in der Pflege. Weil viele der alten Menschen hier in der Wesermarsch eben ihre Muttersprache nicht mehr sprechen können mit ihrem Pflegepersonal, weil die eben nicht in der Lage sind, Plattdeutsch zu sprechen. Gibt es da auch schon ganz konkrete Ansätze? Vielleicht einmal, dass Sie erzählen, warum Ihre Motivation so groß ist, den alten Menschen diese Möglichkeit zu geben und was es da ganz konkret für Möglichkeiten gibt. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich habe mich gewundert, ich habe allerletzt 2 Lü aus einer Einrichtung in Nordenham getroffen, die in der Pflege für alle Menschen arbeiten dort. Auch eine ehemalige Schülerin von mir dabei, die kann Platz schnacken. Und die mir also vertellt hat, dass sie das immer war mogt und mit den ollen Lü Platschnacken dort. Also der eine hat mir gesagt, da ist ein ollen Kerl, der kommt aus Roddens, das ist ein Ortsteil von Nordenham, und der sagt mir dann immer, Britta blieb im Store und Lordus im Piep voll schnacken. Und sie schnackt dann, und platt. Ja, warum ist das so wichtig? Ich habe das in meiner eigenen Familie mit meinem Vater die Erfahrung gemacht, dass mit Tonem Öller die Muttersprach, die eigentliche Sprach, also seine Sprach, die er mal lehrt hat am Anfang, immer wichtiger wird. Und irgendwann hätte ich bloß noch Platz schnackt. Und das geht einem Analyse in der Wesermarsch sicher ganz genauso. Und die kommt jetzt vermehrt in die Altenheime und dort müssen wir uns kümmern. In dem Sinne, dass er das Angebot macht, sich auch platt mit diesen Leuten erholen zu können. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, im Grunde gibt es eine ganze, ein ganz Köppel von Menschen, die diese Sprache noch schnacken dort. Und wir müssen eben aufpassen, dass das nicht weniger wird. Ganz im Gegenteil, wir müssen sehen, dass das mehr wird. Was müssen wir morgen? Wir müssen die Leute, die jetzt alle arbeiten dort, an die Hand nehmen und die mit der Fortbildung morgen. Wir müssen aber auch kicken, dass in der Ausbildung für die Altenpflege, dass Plattdeutsch
ja, einen Platz kriegt. Das kann man auf unterschiedliche Orte und Wies machen. Das gibt all einige wunderschöne Beispiele. Zum Beispiel in Wildeshusen gibt es eine Kollegin, die mag einen Teil von ihrem Fachunterricht mit alle Schülerinnen und Schülern, die sie hat, auf Plattisch. Egal, ob sie ja, von Burenhof kommt und vielleicht Plattisch noch ein bisschen lehrt hat, oder ob sie aus der Türkei oder Russland kommt, die schnackt mit dem Platt. Und das ist so ein Weg. Da bin ich dabei, das auch vielleicht in der Wesermarsch auf den Weg zu bringen. Wir werden mal sehen, vielleicht kriege ich mit Jahres in 2014 da noch was hin. Und um was hinzubekommen, da steht Ihnen auch ein Budget zur Verfügung, immerhin 10.000 Euro, die Sie sozusagen dann als Mittel einsetzen können. Wie werden diese Mittel denn eingesetzt? Haben Sie da schon konkrete Ideen nach diesem halben Jahr, wo Sie im Amt sind? Ja, klar, Ideen habe ich genug. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir das nicht so fix geben dort, dann ist am Schluss nichts mehr da. Aber wofür wird wir das geben? Zum Beispiel für diese Broschüre. 22 Vogels und der Wesermarsch, da geht eine ganze Menge drin. Die Oblauch soll nicht so min werden, aber auch nicht so hoch werden. Aber da wird circa die ersten 1,5 bis 2.000 Euro für geben. Ich weiß das nicht genau, was das kosten soll, aber also ich denke, dafür was Geld geben. Der nächste Punkt ist, dass wir für Fortbildung von Lü, die sich um die plattische Sprache kümmern wird, zum Beispiel in der Altenpflege, dass wir da was gibt. Oder auch, dass wir kicken, ob wir nicht Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen und in den Hauptschulen oder in den Oberschulen und Gymnasien machen können, damit sie sicherer wird in Unterricht und im Umgang mit diesem Sprach, um Kinder voranzubringen. Also dafür soll das Geld geben werden. Aber konkretere, jetzt ganz genaue Projekte kann ich im Moment noch nicht benennen. Wie optimistisch sind Sie, dass die plattdeutsche Sprache in 10, 20, 30 Jahren auch noch weiter existiert, dass sie halt überlebt? Weil es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo eine Sprache fast schon dem Tode geweiht war, um es nicht zu pathetisch zu sein, aber ich denke an das Saterfriesisch, die mussten wirklich ja jetzt nochmal richtig pushen, damit die Sprache nicht endgültig verloren geht. Wie optimistisch sind Sie, dass das mit Plattdeutsch nicht passieren wird? Also wenn ich nicht optimistisch wäre, wirkt das nicht morgen. Und deswegen, wie möchte das versorgen? Also das Vorjahr hat mir einen kurdischen Sprachenlehrer gesagt, mit jedem Sprach geht irgendeine Kultur verloren. Und mit der plattischen Sprache, wenn wir die verliert, geht tüchtig was an Kultur verloren. Und damit wir sehen, dass uns das nicht passiert. Und dort sind die plattisch Beauftragten unter anderem da, aber eben auch alle anderen, die sich darum kümmern wird. Das, was nicht passieren darf, ist, dass die plattische Sprache in den niederdeutschen Bühnen verschwinden wird und dass das so eine Kunstsprache wird, wie mit dieser Sprache in Alltag holen und dort könnt die plattisch Beauftragten beitragen und da bin ich dran, das zu fördern. In Ihrem Alltag? Wie nutzen Sie da die plattdeutsche Sprache? Vielleicht mit den Enkelkindern Plattdeutsch sprechen oder in der Familie Plattdeutsch sprechen? Also ich versuche das mit den Enkelkindern das hinzukriegen. Das klappt nicht immer. Das Problem ist, man vergisst das ab und zu. Ich bin auch, meine Frau habe ich Hochdeutsch kennengelernt und wir schnackt Hochdeutsch miteinander. Und so ist man denn da in, aber ich habe daran zu denken. Aber in Alltag, die Sprache hat Bedeutung für mich. Mit meinen Nachbarn da in Augusthausen, wo ich wohne, da schnackt wie platt. Wenn ich Günther Hohn droben, dann schnacke ich mit ihm selbstverständlich platt. Wunderbar. Und hier auf der Fähre haben Sie auch platt mit uns gesprochen. Und ich hoffe mal, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch alles verstanden haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Wir im Bürgersender gucken ja auch immer, dass wir uns für die plattdeutsche Sprache engagieren. Es gibt eine plattdeutsche Nachrichtengruppe bei uns und ich hoffe, dass wir Sie, den Plattdeutschbeauftragten des Landkreises, noch oft vom Mikrofon haben und ein bisschen Plattdeutsch von Ihnen zu hören bekommen. Viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank, vielen Dank für Ihren Besuch
Und bei den Zuschauern, da bedanke ich mich wieder mal fürs Einschalten. Und dran denken, in den nächsten Wochen geht die neue Fair Talk-Reihe weiter. Wir haben noch ganz spannende Gäste für Sie. Unter anderem Wolfgang Meiners werden wir begrüßen können hier an Deck. Oder auch die Hexe Minerva. Also wenn Sie das alles interessiert, dann sollten Sie auf jeden Fall in den nächsten Wochen regelmäßig einschalten beim Fair Talk.